Ein Ding will ich noch bekannt merken, ich war in diesem Video, wo ich ein paar leider YouTube-Links und das ist eine Weg, wenn ihr Gesang fehlen das von des Mars, dann kann ich die leider horchen und das sind was die wird auch kann. Und das sind Plotteacher leider und so, ich würde ihn doch freuen, dass ihr die horchen dann. Wir werden von der wieder in unsere Series gehen. Diese Series nennt sich die Kreuz. Und die Kreuz ist, das ist eine Series, wo wir aktuell haben, wir sollen besser verstehen, was der Jesus Christus auf dem Kreuz. Was tut er? Wo sind wir Rat, durch was Jesus auf dem Kreuz tut? Letzte Sonntag sagen wir, wo Abraham Isaac auf dem Boden abladen und Gott hat gesagt, dass Abraham so am Opfern. Und dann sagen wir, wo Gott deed Isaac vertuschen mit dem Bock. Dass der Bock leider sterben deed, ist Isaac. Und dort ist ein Vorbild, wo Jesus Christus hat uns vertuscht, wie wir da was auf dem Altar werden, wie wir da was legen deiden, und Gott seine Eier wie über uns. Und Jesus Christus möchte das mehrlich, dass wir von den Altar raufkriegen down. Jesus Christus kriegt dann ab und er ist den Bock, was uns vertuschen deit, so dass er sterben deit für uns sind. Leider ist, dass wir sterben müssen. Von der werden wir den Thema sein und Vergebung. So das ist das Alte Testament, der Kreuz im Alten Testament, Part 2. Und so, wir wollen von der, möchte unsere Zeit in 3. Mose Kapitel 16 haben. Und dort ist ein Kapitel, wo Gott sagt Moses, kriegt, wo sie sollen den Brandopfer geben für den Sinn von der Volk Israel. So, wenn wir von diesem Thema Vergebung denken, dann, was ist Vergebung? Was ist das, dass wir vergeben dann, und was ist das, dass Gott uns vergeben hat? Ich glaube ganz simpel, vergeben ist, unser Reich loslassen, dann dort verlangen, dass ein Mensch uns zurückholen wird für die Art, was er getan hat. Unterwegs zu sein ist, vergeben ist, den Menschen nicht mehr zu Gott holen, dass er nicht zurückholen, was er von uns genommen hat. Dort ist Vergebung. Und von der, wo wir sein, von dieser Version, was das meint, dass Gott uns vergeben wird, und was muss passieren, dass Gott uns vergeben kann. Das erste Ding, und wir wollen erste Version in 3. Mose Kapitel 16, 7 bis 10 lesen. 3. Mose Kapitel 16, 7 bis 10. Und dann soll er den Bettkassenbock nehmen, und der für den Herrn durch den Eingang von der Versammlungszelt bringen, und soll von den 2 Kassenbock lassen. Und der las für den Herrn, der für ein las für den Asel. Und dann soll Aaron den Kassenbock, ab dem dort las für den Herrn gefallen ist, aus sein Opfer opfern. Aber den Kassenbock, ab dem dort las für den Asel sind, gefallen ist, soll er lebendig für den Herrn stahlen und durch den von dem Volk verseinen, indem aus den Sündenbock, aus Esel in der Wildnis schicken. So hier, Gott sagt Aaron, dass er soll 2 Kassenbock nehmen. Und er soll den in den Tempel bringen und er soll lassen für dich. Ein soll sterben und ein soll in der Wildnis geschickt. Und hier kriegen wir ein Bild, was das meint, dass Gott uns vergeben hat. So, das sind 2 Kassenbock, und diese 2 Kassenbock, was sie meinen für uns, ist sehr wichtig, dass wir verstehen, dann, sodass wir wissen, was Vergebung ist. Erst sagt Gott, ein Kassenbock soll sterben. Dieses Kassenbock soll dort gemerkt, soll in Sinnopfer.
Letzten Sonntag sagen wir, wo jeder eine von uns hat gesinnt, wir sind verloren, wir sind ohne Gott seine Ohren wegen unserer Sinn. Dort ist wer wir sind. Dort ist wo wir sind. Und hier sind 2 Kassenbacken, ein soll sterben, so dass Gott seine Ohren erst kommen. Namen Kapitel 1, der 3. Vers steht. Der Herr ist geduldig und es sei stark. Er lässt keiner Schuldigen frei, von was treffen soll. Er ist der Herr, der im Avara im Sturm kämpft und Volk sind der Stoff von eurer seine Feit. Der hat mir leid, ich habe von dem mit Trouble die Deutsche lesen. So er ist geduldig, aber hör mal, was er sagt. Er lässt keine Schuldige frei. Die, was gesinnt haben, die kann nicht frei gehen. So wenn wir sagen, dass Wort mit sterben, wie mit sterben, für die sind, Gott hat von der Alten Testament bis nu einmal dort mehrlich gemerkt, dass ein Tier in Kassenbach oder ein Ball oder ein Schop, und der wird sterben in unser Stadt. So ein Kassenbach so dort gemerkt, das sagt, der Kassenbach erst für die Horn. Gott kann nicht bis Sinn überchecken. Er kann nicht bis sein, das sind da, lodet Tag. Jeder Sinn wird betont. Jeder Sinn wird gestraft. Und hier ist das Ding. Wenn Gott uns vergeben hat, das ist niemals frei. Vergebung ist niemals frei. Was meine ich mit das? Für die, was das Vergebung annehmen hat, die, was vergeben ist, für dem ist das frei. Aber die, was vergeben hat, das ist nicht frei. Und das ist, woran Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Lothar, wo wir mit Maya Eva sein. Und dann hier ist der zweite Part. Und das ist der Part, was ich glaube, wir sollen verstehen. Und das ist in 3. Mose, Kapitel 16, 20 bis 22. Wenn Aaron die Versöhnung für das Heiligtum und das Versammlungszelt in das Altar der geführt hat, dann soll er das levende Kassenbach durchbringen. Dann soll Aaron seine Bett hängen, ab dem Kopf leihen und über dem die Verfehlungen und Verschuldungen von den Israeliten bekennen, wo sie sich mit versinnig haben. In den Bock, der ab sein Kopf leihen, in dem von dem Mann, der reit steht, in der Wildnis bringen loten. So dort der Bock alle Verschuldungen ab sich nimmt, in der Wildnis in der Wildnis trägt. Und der wird in der Wildnis geloten. So hier, ich glaube, diesen zweiten Bock, muss wir verstehen, das ist ein Vorbild von vielleicht 2 Dingen. Erst ist dort ein Vorbild von wo unser Sinn worden wachgedreht von Gott sein, gängen wird. Der Kassenbach soll in der Wildnis gehen und den nimmt unsere Sünden mit sich mit und der wird wachgedreht von uns. Der zweite Part ist auch ein Vorbild, wo wir kann frei gehen, wegen den ordentlichen Kassenbach hat gestorben. Und so, werden wir ein klein bisschen über reden. Die erste Ding, was wir sagen von dieser Version, ist, dass Aaron soll die Sünden bekennen. Hier ist ein Ding, was sehr klar ist in der Bibel. Ohne dass Menschen ihre Sünden bekennen,
als du keine Vergebung von sind. Ohne dass wir unsere Sünden bekennen, wird Gott unsere Sünden nicht vergeben. Da wir so von dem Alten Testament, und ich rede von unserer Bekehrung und der Gemeinschaft reich haben mit Gott, das ist ein Thema aus sich selbst, aber wir sind hier, Gott wird nicht Sinn vergeben, wird nicht bekannt ist. Hier sind zwei Sorten Sinn, das sind Fehler und das sind Dinge, für was die Menschen schuldig sind. Wir würden gern sein, so eine Sinn, was sie abflieht haben, deswegen sie sind gegen Gott gestellt, und so eine Sinn, was sie haben aus Fehler getan. Sie haben vielleicht eine Pflicht getan, aber das sind wegen Sinn, das sind Fehler. Und so beide Sorten sind, ab den Kassenbox in den Kopf absaten. Und das ist ein Vorbild, wo unsere Sinn sind ab Jesus Christus gelegt. So was meint ihr dann, unsere Sinnen bekennen? Ich glaube, viele von uns, wir sind nicht so gut in unsere Sinnen bekennen. Wir tun das Wirken so sehr aufbrutschen. Wir sagen, da, tut mir leid. Oder, tut mir leid, ich habe hier Staat. Das ist nicht unsere Sinnen bekennen, was recht ist. Wenn wir unsere Sinnen bekennen, dann sollen wir unsere Sinnen benommen bekennen. Leider es sein, Gott, ich habe einen Fehler gemerkt. Wir sollen dann leider sein, was der Fehler ist. Zum Beispiel, Gott, von dir, dass ich meinen Partner verlehne, wenn ich sehe, ich habe was abgeheim, da wir nicht das Wort hat. Willst du mich vergeben für meinen Partner verlehnen? Dann, da wir den Sinn krack bekennen, wo wir kort gekommen sind. Dort ist nicht bloß Gott ein Fehler, wo ich mir das zu Gott holen. Dort ist das Aufbrutschen. Sprüche Kapitel 28, der 13. Vers sagt es dort. Wer seine Sinn verlegt, wird nicht Glück haben. Wer der bekannt und damit abhört, wird Mitleid finden. Wer seine Sinn verlegt, er redet hier von so einer Wort proben zu lehen, ewe er Sinn. Sie dann vielleicht proben oft zu schmieren. Es ist nicht so grautet. Jeder eine von uns hat einen Fehler, nicht so? So eine Excuses merkt wie Ferken. Das ist nicht grautet. Wir sollen unsere Sinnen bekennen, so ist die sind. So, wenn wir nach Gott kommen und wir fragen um Vergebung, wer wir nicht proben, Gott verzulehnen von unseren Sünden. Ich glaube, eine von den großen Ursachen, woran wir fertig unsere Sünden beschmieren oder wir sein, das nicht so groß, wegen wir uns selbst verlieren. Wir uns selbst proben anzuschmieren, wir proben uns selbst zu treisen, das nicht so groß. Wir schämen uns vielleicht mit unseren Sünden, mit dort, dann wir uns die Sünden zu nicht merken. Und dann wir uns selbst erst verlieren und dann von dort, da wir Gott dann auch verlieren. Ich will uns von dir ermutigen, wenn wir nicht uns selbst verlieren, wenn wir dort bekennen, wörtlich, was unsere Sinn sind, so dort Gott kann dich vergeben. Und das wir wollen Lothar sein, du hast eine große Freiheit, was von so kommen wird. Wir sollen auch uns so den Sinn leid sein. Wir sollen Treue haben über das Sind. 2. Korinther Kapitel 7, die 10. Vers, in dieser Vers habe ich fertig gelesen. Ich glaube, hier ist sehr viel Wahrheit und Rot in dieser Vers. Das sagt es der 2. Korinther Kapitel 7, die 10. Vers. Treue, er redet von Treue über Sind, die von Gott ist, bewirkt in Umkehren, wodurch wir seilig worden. So, hier ist eine Treue, was von Gott ist. Und, in der zweiten Part von der Vers, und dort wird keinem Leid. Aber der Weltertreue wirkt dem Tod. So, hier sind zwei Sorten Treue. Leid sein, über was wir getan haben. Eins, dort wirkt in uns umkehren, und dann durch umkehren, wo wir seilig. Aber der ist eine zweite Sorte Treue,
Leid sein, was wir tun haben, was was dort bringen wird. Und ich glaube, der Unterschied ist das. Eint erst von den Heiligen Geist in unser Gewissen und der ordnet erst von Soton und dort erst Gebet an Lees. Dort erst eine Trühe, was uns wieder auf von Gott bringen wird, leider ist dichter dabei. So uns soll der Sinn leid tun und uns soll dort driven, so dort wir wollen unsere Sinnen bekennen, dort Gott wird uns die vergeben. Wieder David in Psalm 32, der 5. Vers sagt es dort, dann bekannt ich die meine Sinn und dacht kein Eurach meiner Tau. Hij heeft uns hier rot, wo wir sollen unsere Sinn bekennen. Wir sollen die bekennen, wir sollen keine Eurach bedecken. Und dann sagt er wieder, dass die Sinn von den Menschen sind auf den Boxingkopf gelegt. Und das ist ein Thema, das ist ein Ding, was über die Bibel viel lernt hat. Dass die Sinn wurden von einem Ding, was ein ordnet gesagt. Und das ist nicht, dass Sinn ist ein Ding, das ist ein Armer oder eine Schiebe oder eine Kuffel, wo wir können, dort fallen mit Sinn und dann dort abfallen hier und dort Handel hier haben. Das ist nicht ein Ding, was fleischlich ist oder wie wir anschauen können. Das ist ein Symbol. In der Bibel ist voll von Symbols. Und das Sinn, das Wort von den Menschen, ever gesagt, nur diesen zweiten Bock. Und dann soll diesen Kassenbock so frei gesagt sein. Und der Bock soll von der Tempel rübergebracht, rübergestraut, wo der Tabernakel war, und Lothar der Tempel, rübergestraut, rübergedarb, und in der Wildnis nennen. Und das Kassenbock, der würde den Sinn wegdrehen. Ich habe das Beispiel mal angebracht. Das erste Mal, ich kann vielleicht zurückdenken, wenn die jünger wären, vielleicht da ihr das noch, wenn jeder ein Beisch oder ein Schwein schlagen. Und mir denkt, dass wenn ich jung wäre, und wie ein denkt, was ans Amazon scheinen würde, dann wir den Schwein schlagen und Beisch schlagen bei meinen Großeltern. Und dann haben wir das Beist oder das Schwein uitgenommen, den Dorm uitgenommen, was wir mit dem Dorm in den Kopf. Wir führen das weit weg. So dass, wenn das fahren unter Osten, dass wir würden das nicht brauchen, das Geruch recken, das Gestank recken. Das war weggedreht. Das ist, was das Kassenbock tut. Der nimmt den Sinn, was die Menschen haben, und dann brachte er den Sinn weit weg, weit auf in der Wildnis nennen. Das ist, was Jesus auch mit unserem Sinn tut. So, wo weit auf brach Gott ihren Sinn? Das sind 3 Stellen in dem Alten Testament, was uns wiesen wird. Erst in der Psalm Kapitel 103, der 12. Vers. So weit aus der Austern von Wasser ist, nimmt er unsere Sinnen von uns weg. Das interessante Ding ist, Gott sagt nicht, so weit es der Norden von der Süden ist. Und wir weiten dort unsere Welt, dort ist ein Erdball. Und wenn wir Norden fahren, dann, was boven Erdball sind, das ist eine Universität, das ist weit zu fahren, aber wenn er ganz boven ist, und dann weit Norden fahren, so weit Norden fahren, als wir können, wenn wir wieder Norden fahren, dann fangen wir an, Süden zu fahren. Aber das interessante Ding ist, wenn wir Wasser fahren oder außen fahren, dort hielt niemand ab. Dort ist niemand dort, wenn wir sagen, zum Beispiel, dort wir Wasser fahren so weit, dort wir anfangen, außen zu fahren. Wir blieben immer in Wasser zu fahren. Und Gott sagt, so weit auf ist Wasser von außen ist, sind deine Sinnen weggenommen. Das ist eine Weg zu sein, dort ist allmählich zu begreifen, wo weit auf unsere Sinnen sind weggenommen. Gott hat gesagt, deine Sinnen sind weggenommen, die sind nicht mehr zu finden. Die sind weit auf. Dahin ein Beispiel, was Gott bringen wird, ist in Micha Kapitel
7, den 19. Vers. Hij wordt nog wahrer Gott uns zijn. Hij wordt dort, wat wie schuldig zijn, met zijn feit verklungen, en alle onze zinden in dat diepste meer schmieden. Er zijn zo'n wat Fischer zijn en al soorten zeken doen, en scuba divers namen we de Engels. En scuba divers, die schwammen verken met 130 schouw, wie das dort wel viele schwammen niet schwammen. 130 schouw diep in water. Weet je wat de diepste stad is in het meer? Dat nennt sich de Challenger Deep. Dat is een stad wat 36.200 schouw diep is. So dat is ewa 36.000 schouw dieper is wat mensen schwammen können. Dat is wo Gott onze zinnen neerschmieden deed. Erst dann merke ich, dass wir unseren Sinn finden doen. Ich glaube nicht, wir können niemals so weit schwammen. Und dann Jeremia Kapitel 31, der zweite Part von der Vers, 34. Vers sagt es dort. Ich will ihre Sinnen vergeben und nicht mehr an ihre Sinnen denken. So Gott hat unsere Sinnen abriemen und dann sind unsere Sinnen abgeriemt in Sinne Wahrheit, was er nicht mehr über unsere Sinnen denken wird. Unsere Sinnen sind über sie gebracht. So wenn Gott dazu an seinen det, das ist wo weit auf unsere Sinnen sind gebracht, woran kämpfen wir dann mal einmal so sehr, dass Gott uns vergeben hat? Ich glaube, wenn wir verstehen und wir foten nicht dieses Wort hat. Ich will uns von dir ermutigen. Wenn Gott hat die den Sinn vergeben, der Sinn ist wahrgenommen. Wenn der Sinn ist vergeben, der ist sich in der nächsten Stufe. Wenn der Sinn ist vergeben und wahrgenommen, der Sinn ist nicht mehr in der Stadt. Der Sinn ist wahrgebracht und so weit wahrgebracht, dass wir den niemals weiter kann finden. Wer wird dann in der Freiheit leben? Wer wird dann in der Wahrheit leben? Dort Gott hat unsere Sinnen so weit wahrgebracht, er denkt nicht mehr an. Und wenn Gott nicht mehr überdenken wird, wer wird dann auch nicht? Wir sind frei. Halleluja. So, wo passt Jesus dann in das Verständnis von Vergebung nähern? Ich glaube, das erste Ding, was wir machen, sein, dass Jesus Christus erst den ersten Bock. Er ist der, was für unsere Sinn sterben muss. Epheser Kapitel 1, der 7. Vers sagt das. Durch Jesus, der sein Blut für uns gegeben hat, sehr wie losgekauft. Wir werden versklavt, wir werden nicht frei, wir werden verbunden mit unseren Sünden. Was Jesus hat getan, er hat für uns Blut, mit seinem Blut, uns vergeben, und dann sind wir von unseren Sünden losgekauft. Wir sind frei. Die Bibel lehrt, und das in Jesaja Kapitel 53, der 6. Vers, das sagt es dort, wir werden alle auf den Ehrenweg, so als Schop, der jeder seine eigene Weg gehen. Aber der Herr lädt alle ans Einrecht seinen ab an. Und er redet von Jesus, was noch kommen wird. Der Herr lädt alle ans Einrecht ab an. Alle unsere Sinn, die werden ab Jesus Christus gelegt. Dort meint der Sinn, was wir haben getan. Dort meint der Sinn, was wir von der haben getan. Dort meint der Sinn, was wir noch wollen tun. Jeder Sinn wird Zukunft, wo wir leben nu, von der und da, wenn Jesus Christus auf dem Kreuz gestorben ist. Jesus Christus hat alle unsere Sünden lassen auf sich selbst leihen. Alle unsere Sünden. Gott hat die Sünde auf Jesus Christus gelegt und Jesus Christus ist gestorben, das ist ein Sündopfer für die Sünde.
Dan is een interessante geschichte in het Nieuwe Testament, wat ik geloof helpt ons dat beter verstaan wat passiert, wanneer Jesus Christus sterven deed. Johannes Kapitel 18, 39 bis 40. Die twee versen zijn ze staat. Aber je haben, en dit is wanneer Jesus Christus voor Pilate stond deed. En Pilate weer in de rechtstal. En hij deed entscheiden, zwischen Jesus wird vrijgaan oder Jesus wird sterven. En dan zegt het zo dit. Je aber haben de moed dat ik junt hem te passen vast bij hem losgeven doe. Zal ik junt den Juden keinig losgeven? Hij redt van Jesus Christus. Dan schreden zij alle ware. Nicht diesen Mann, aber Barabbas. Barabbas, aber wir in Räber. So Pilate hij geeft de mensen die alleen het, Jesus Christus los te laten. En Jesus Christus weer afschuldig. Hij weer ohne schuld. Ik geloof mensen, de Juden wat wären, die wissen dat. En ik geloof mensen zijn niemand zo dol, als wanneer zij proeven, jengen goud te schaffen, wegen de goud een stich is. En deze mensen in alle erde wordt, liever is dat Pilate wordt Jezus vrijzetten, vroegen zij dat de eerste rijbermank ernt wordt vrijgezet. Jezus, in de weg te zijn, starf, zodat Barabbas kan vrijgaan. In dit geschichte, wie zijn we? Wie zijn Barabbas? Wie zijn die, wat hadden zult sterven voor onze zin? Aber Gott heeft ons vrijgezet, wegen die wat afschuldig weer, die wat keine zin had, starf, zodat we kunnen vrijgaan. So Jesus Christus heeft ons vrijgesteld. En dit weer de eerste rijber wat mank en weer. De Engelse zegt, he was one that raised an uprising. Hij was een wat jenge de Reimagonen deed. En zo'n mens, die wordt allemaal doodgemerkt. En er weer een mens wat zo doodgemerkt, nu wie hij vrij. God zijn vergeving voor ons van deel. Ist für jeder einer. Das ist nicht bloß für mich. Das ist nicht bloß für Jana. Das ist für du. Das ist für die von dir. Was du von dir, Jesus Christus, annehmen? Der Kasenbock, der ist freigestellt. Der wird freigestellt worden in der Wildnis. Und ich weiß, das ist bloß ein Beispiel, das ist ein Vorbild. Ik wil gaan, wie zijn van deel, beter een Beispiel, bis in onze gedanken gaan. Wer we zijn van deel is hier in Kasenbach. En in Kasenbach is de Kasenbach, waar al onze zinden, die worden hier op dit Kasenbach abgesagt. En dit Kasenbach, der merkt reit, haben wir Wildnis näher ran. Wir weten nicht, wann der Kasenbach wird verloren. Aber wir weten, dass der Wort. Not als ein Beispiel für uns, wir weten nicht, wann wir wollen sterben. Oder wann Jesus wird zurückkommen für seine Tag. Diesen Kasenbach, der Wort in der Wildnis näher dran. Meine Frau ist von der für uns dann. Sind deine sind auf diesen Kasenbach. Hast du deine Sinn bekannt, so dass diesen Kasenbach wird deine Sinn in der Wildnis schicken, so dass die niemals wahrer sind zu finden. Oder wird diesen Kasenbach verloren, ist die deine Sinn, was ab den Kasenbach loten absagen. Gott hat das sehr leicht gemerkt für uns. In 1. Johannes Kapitel 1, der 9. Vers, sagt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns die Sünden und
gereinigt uns von aller Gerechtigkeit. Gott will uns vergeben. Der erste Bock ist gestorben. Der zweite Bock, der will den Sinn wegnehmen von uns. Diese Vergebung, was Gott uns geben wird, das ist nicht Vergebung, aber was wie Gott kann zurückholen. Vergebung und Gnade ist sehr taubgebunden in der Bibel. Gott wird uns vergeben. Und dort meint dort, er wird den Priest tun, der Jesus Christus, was wir haben soll tun. Und er tut dort nicht gegen uns, dort, was er dann getut hat, der Jesus Christus. Die Sünden sind betont. Gott will nicht haben, wir sollen am Trick tun für die Vergebung. Er will haben, wir sollen am Nachfolgen dankbar sein und am Anbeten wegen, was er getan hat. Sind wir dann Menschen, die dankbar sind, dort andere Sünden sind weggedreht? Sind wir Menschen, die in seinem Leben tun, dort stemmen, mit diesem Wort hat? Diese Austernzeit ist eine gewöhnliche Zeit, wo wir können, Gott danken, was er getan hat. Und wenn du von der Sonne sind, was das Horchen tun und das Seinen tun, und die haben noch nicht Jesus Christus angenommen, die haben die wahre Geburt nicht belebt, ich will ihnen von der halben klar haben, wo ich das kann tun. Dus wir haben von der gesagt, wir müssen unsere Sünden bekennen. Wir müssen nur bekennen, dass wir sind alle Sünder. Hast du das bekannt, dass du ein Sünder bist? Und dann, wenn du das noch niemals hast getan, dass du glaubst, dass das so ist, dass Jesus Christus aus dem Kreuz gestorben für deine Sünden, so dass er uns vergeben. Wir müssen das glauben. Und der dritte Punkt ist, wir müssen uns vertrauen und uns in Jesus Christus sagen, uns hingeben, dem Jesus Christus nur folgen. Das ist, was Umkehren ist. Und wenn ihr dort für die erste Mal nicht hingehen, ich will Ihnen von der sein, von der ersten Tag, dem Jesus Christus annehmen. Von der ersten Tag, den Sinn auf den Kasenback abzusagen, so dass der Kasenback kann ja den Sinn wegdrehen von hier. Diese Zeit, wo wir in diesem Coronavirus leben, ist eine Zeit, wo ich glaube, wir alle eine Gelegenheit haben. Dass wir nehmen Klimbet vielleicht, wie dann mit aller sein, wo stehen wir? Wo stehen wir mit Ordnung? Wo stehen wir mit Gott? Wenn das nicht so sicher ist, dass das einmal ist, dann kann wir sein, dass das sind Dinge, die da wichtig sind. Es wo wir schaffen. Und wo wir Geld merken dann. Der größte Freude von uns ist, wo wir in Ewigkeit sind. Wer wird diese Zeit nicht lassen verrutschen, ohne dass wir reich sind mit Gott? Wer wir abmerken mit Gott? Wer wir Gott lassen unsere Sinnen vergeben? Wer wir schließen mit dem Gebet? Jesus Christus, Dankeschön. Wir wollen die von Deus Mars anbeten. Willst du hast unsere Sinnen betont und willst wir haben Vergebung durch dich. Jesus Christus, wir wollen von dir, das Christen, in seiner Wort, die noch nicht haben angenommen, wir wollen unsere Sinnen bekennen, so dass du kannst dich vergeben. Und Gott, ich bete für Sonne von dir, was sind vielleicht aufgewandelt. Sie sind nicht in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, was sie sollen sein. Gott, ich bete, dass du was leibtolich und gnädig zurückbringen nur die. Und Jesus Christus von der Sinne sind, was die nicht haben angenommen. Wir beten Gott, dass die was entraubt und dass sie wollen von dir die annehmen und dass die kannst ihre Sünden vergeben. Wir beten das in Jesus Namen. Amen. Gott ist Segen und Gott ist mit ihnen.